Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 22. Spieltag der Bundesliga und der FC trifft auf die Truppe von Bayern München. Und das Geile an der Sache ist, wir sitzen hier wirklich völlig entspannt. Denn Leute, man muss sich das echt nochmal überlegen. Bevor Markus Gisdol zum 1. FC Köln kam, waren wir quasi mausetot. Wir waren schon wieder auf den Spuren von Tasmania Berlin. Und jetzt, wir glauben wieder an uns. Wir steigen sogar in der Tabelle, ohne dass wir überhaupt spielen. Ja, das ist geil. Leute, noch 12 Mal nicht spielen und wir sind Meister. Ne? Meister der Retter. Ja? Das ist übrigens Stand jetzt tatsächlich Markus Gisdol. Ne? Der kann man nämlich anschauen, wir vergleichen mal. Ne? Der Klinsmann kam als Retter am 27.11. und hat Berlin übernommen. Ja, was hat der in der Zeit gemacht? 9 Spiele, 12 Punkte und ist einen Tabellenplatz nach oben gekrochen. Ja, reden wir mal über Achim Beierlorzer in Mainz. Der kam am 18.11. und hat genauso wie Klinsmann 12 Punkte geholt. Resultat: ein Tabellenplatz hoch. Ja, und jetzt kommt Markus Gisdol. Ja, gleiche Woche gekommen, gleicher Spieltag. Ne? So, und was macht der Mann von Platz 17 auf Platz 13? 10 Spieltage, 16 Punkte. 4 Plätze nach oben. Absoluter Wahnsinn, wirklich. Und wie hat er das geschafft und warum hat er das geschafft? Weil Markus Gisdol und Horst Held ein Team sind. Und was es bedeutet, wenn man jemanden hat, der kein Teamplayer ist und alles alleine entscheiden will, das haben wir ja erstens lange genug hier unter Armin Fee erlebt. Und am Ende ist es das Gleiche, was gerade auch in Berlin passiert. Eigentlich ist der Klinsmann nichts anderes als Armin Fee, nur eben als Grinsebacke. Und mit Facebook-Profil. Achso, ja, stimmt. Ja, hatte der Fee auch nicht. Ne? Also, was passiert, wenn einer ganz alleine entscheiden kann? Ja? Armin Fee hat sich einen Scheißdreck um unsere Jugend gekümmert. Ne? Ja. So, das wäre dann so. Ne? Jetzt kommen Gisdol und Held und haben den Mut und sind ehrlicherweise uneitel genug auch, um das Risiko einzugehen, ja, auf die Jugend zu setzen. Und was kommt raus? Die Jungs zahlen das Vertrauen zurück. Sensation. Und man muss sich das wirklich mal vorstellen. Unsere Jugendspieler, Katterbach, Jakobs, Thielmann, Borno. Was ist das jetzt für ein Spiel gegen Bayern München, gegen echte Weltstars wie Lewandowski, Neuer, Thomas Müller? Da werden doch Jugendträume wahr bei den Jungs, aber im realen Leben, nicht auf der Playstation. Das ist nicht zu fassen. Ne? Und das Ganze ohne diese Existenzangst im Nacken, die jemanden zwischen 17 und 19 oder 20 Jahren ja auch lähmen kann. Ja, die ist jetzt weg. Ja, wir wissen, wir sind nicht durch. Also nicht, dass jemand glaubt, wir sind jetzt ausgerastet. Aber wir haben natürlich gemerkt, dass wir was können. Und warum sollten wir nicht ein bisschen rauslaufen und die Bayern ärgern? Ja, das können wir doch. Also für die Jungs, jede Wette ist das wie Weihnachten und Geburtstag an einem Tag. Und Geburtstag feiert der FC ja in diesen Tagen. Man könnte glatt von einer Art Wiedergeburtstag sprechen. Und deswegen feiern wir das, dass wir in der ersten Liga sind und mit ganz großer Wahrscheinlichkeit auch bleiben werden. Ja, und wir feiern natürlich auch die Väter des Erfolgs. Ihr habt schon gemerkt, und wir machen das natürlich wie auch anders als mit einem unfassbar erstklassigen, grandiosen Wortwitz. Das wird euch wegblasen. Ja, auf den Shirts steht: Gisdol ist Held. Held ist doll. Ja. Haben wir lange dran rumgetextet an dem Ding. Ja. Mann, das war Arbeit, ne? 2 Kölsch. Auf 3 Punkte. Grüßt euch, Leute. Und noch 2 glorreiche Halunken. Ja. Auf 3 Punkte und 2 super Teamplayer, die wir da am Start haben. Super, echt. Absolut, ja. Sag mal, wenn wir den jetzt so huldigen, ne? Ja. Sind wir dann Huldigens? Auf so eine Idee könnte vielleicht jemand wie
Huub Stevens kommen. Ach so. Der hat aber auch gesagt, dass Markus Gisdol nicht zum FC passt, seiner Meinung nach. Man kann sich ganz schön irren, lieber Huub. Mach's gut. Nee. Tschüss, Leute.